Ich möchte zu der Geschichte was sagen. Ich habe auch Nachbarn daheim. Und ich habe den Sepp, das ist mein nächster Nachbar, der Graus-Sepp, versprochen. Habe mit meinen Nachbarn nichts zu tun. Ich habe nur sehr nette Nachbarn. Wollte ich bloß einmal gesagt haben. Aber jetzt gehen wir weg von den Nachbarn, jetzt werden wir amtlich. Jetzt werden wir amtlich. Keiner, den ich kenne, geht gern aufs Finanzamt. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer sich auskennt im Finanzamt. Die meisten werden sich auskennen. Da ist es ja auch so. Da hast du die Büros, da steht dann dran A bis D, E bis I, J bis, was der Teufel. Und da ist auch einer mit seiner Steuererklärung aufs Finanzamt gegangen. Jetzt ist vor dem Büro, das für ihn zuständig war, auf der Wartebank schon einer gesessen und hat ganz nervöse Zigaretten geraucht. Jetzt sagt der hinkommt zu dem, der dort sitzt, Habertere, musst auch da rein? Ja, leider. Du magst einen riesengroßen Völler. Okay. Ja, du darfst nicht so hastig rauchen. Okay. Ja, die schmecken den Rauch, das haben Bluthund da drin. Da kennen die gleich, dass du nervös bist. Okay. Ja, ich weiß das, ich bin ein Profi. Okay. Ja. Und weißt du schon, daherkommst? Ja, wieso? Ich hab doch ein schönes Gewand an. Ja, eben. Ein Sakko und eine Krawatten. Du schaust doch aus wie ein Millionär. Als Finanzamt, wenn man geht, wenn wir arm daherkommen. Schau Mio, eine zerrissene Manchesterhosen, ein scharfwohlen Pullover, ein Zipfelhaum ohne Zipfel. Und mein rechter Gummistiefel hat ein Loch. Der linke 2. Okay, ja. Aber du mit deinem Sakko, du hast ja überhaupt keine Chance. Die glauben da, du bist reich. Ich bin ein Profi, ich weiß das. Okay, ja. Und du schaust auch viel zu gesund aus. Ja, was gesund? Zu gesund. Ich saufe immer 2 Tage durch, bevor ich aufs Finanzamt gehe. Schauen wir mal an, wie ich ausschaue. Ganz gelb. Eben. Das ist mein Leben. Was glaubst du, weil ich denen Leuten da, wenn ich da reingehe? Und gestern habe ich noch einen Funken Oblauch gefressen. Na, frag's nicht so blöd. Weil wenn ich was sag, den dreht's runter. Okay, ja. Ja, können Sie mir vielleicht als Profi ein paar Tipps geben? Ja, sowieso. Du brauchst fein nicht Sie zu mir sagen, ich bin der Erbin. Wenn's gegen Stock geht, sind wir alle per Du, oder? Okay, ja, jetzt pass auf. Zerrissenes Gewand und krank ausschauen. Das ist Grundvoraussetzung, dass du eine Chance hast bei den Hammeln. Aber so richtig bescheißen kannst du erst mit den Belegen. Okay, ja, jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir was. Schau her, was siehst du da? Eine Quittung. Genau, und was steht da oben? Ja, da hast du einen Arbeitsanzug gekauft um 250 €. Ja, was glaubst du, wer das da draufgeschrieben hat? Ja, die Verkäuferin. Ein Dreck hat die draufgeschrieben. Meine alte hat sich ein Abendkleidl gekauft um 250 €. Und ich habe gesagt, ich brauche eine Quittung. 250, aber ohne Abendkleidl. Daheim habe ich auch geschrieben, ein Arbeitsanzug. Ich bin ein Profi. Von mir kriegt die Hammeln keinen Pfennig. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt der Höhepunkt. Ich habe letztes Jahr 5 Häuser schwarz runtergeweißt. Also weiß. Weiß runtergeweißt, aber schwarz. Ohne Quittung, brutto ist netto. Schau her, da ist meine Steuererklärung. Lies einmal, was da steht bei sonstige Einkünfte. 0? 0, genau. Mein Geld, von mir kriegt die Hammeln keinen Pfennig. Also, was du dir traust, darf aber nicht trauen. Ich zahle meine Steuer immer ganz normal. Ja, na, bist du einer von den letzten Bläden auf dieser Welt. Wir kommen den Staat so viel Geld schenken. Schau dir so die Beamten. Hocken sie da auf ihren Trumarsch und haben zu viel kalt. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt rein. Bleib heraus, du bist doch gar nicht aufgerufen worden. Ich werde auch nicht aufgerufen, das ist mein Büro, ich habe bloß eine Zigarettenpause gemacht. Prost.